Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema aufgreifen, von dem ich festgestellt habe, dass ganz viele Leute interessiert, sobald es an das Thema Esoteriker geht, an das Feld Esoteriker geht. Und das sind Aura. Ich meine, da gibt es ganz viele Bücher darüber, da werden im Internet ganz viele Sachen darüber finden und ich will einfach ein bisschen auf die Details eingehen, die am Mengen an ganz viele von den Büchern, an ganz vielen von den Seiten einfach so ein bisschen ausgelost gehen. Und noch so Nuancen, die anders erklärt gehen, an wo ich vielleicht eine andere Idee dazu gehen. Normalerweise wird eine Aura so erklärt, dass es ein Feld aus verschiedenen Schichten, das es gibt. Weniger wird darüber gespart, wo das Feld hier kommt. Das ist eine Ausstrahlung von uns selber. Und zwar genauso wie die verschiedenen Schichten an der Aura gibt. Also gehen die verschiedenen Ausstrahlungen, die Schichten ausmachen, auch aus verschiedenen Aspekten, aus verschiedenen Zentren von unserem Körper an, von unserer Psyche ausgestrahlt. Das heißt, wie ich immer gesagt habe, alles als Energie, alles als Schwingung und genauso funktioniert das. Das heißt, die Leute werden nicht erklären, dass wir unter anderem eine Aura-Schicht tun, die einen emotionalen Körper durchstellt, wo ich noch ziemlich sicher sind, dass er aus den Emotionen heraus projiziert wird. Aber was ich zum Beispiel ganz selten an diese Sachen lesen und die ich persönlich extrem spannend fand, das ist den Ausdruck morphogenetisch Feld, genetisch seht, das heißt, als Aura, unter anderem, wird auch von unserer Genetik projiziert. Wenn sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen, die kann Bücher lesen wie die kosmische Schlange von Jeremy Nabi. Das ist ein von den Büchern, wo ich extrem interessant fand, weil die nämlich erklärt, dass als Genetik und sich eine Information nach außen projiziert, die für verschiedene Leute dann im Moment lesbar ist oder wo ich noch lehren kann, für die zu lesen. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig fand, das ist ganz oft, wenn und sich die Aura gesagt, wie die abgesagt ist, die geht dann so durchgestaltet, wie wenn die so wie Kokon komplett glatt rundherum ist. Und auch wenn dabei geht, den Aura rangest, dann ist von den ersten Dingen, die möchte, dass irgendwo auf eine Art und Weise die Aura entweder mit einer Art Fascher oder ganz oft aus dem schamanistischen Bereich mit Federn oder carrément mit einem Flielig erst über den Körper zu fahren, für die Aura aufzuglätten. Ich persönlich habe die eine nachhaltige Wirkung davon erlebt und erlebe auch bei anderen Leuten durch das Feedback, dass die Sache nicht nachhaltig ist. Und da will ich mal direkt den ersten Dingen abgreifen, für was das nicht nachhaltig. Wenn ihr also der Meinung seid, und das ist auch nicht falsch, dass sich etwas an ihrer Aura unhaften kann, ob was man, dann gibt sich irgendein Saar, ein Knascht, so eine Schlummel, am besten unhaften. Und einer geladener Oberfläche oder einer beweglichen Oberfläche. Und ich meine, man muss kein großer Physiker zu sehen, für zu wissen, wo der dort hinfährt. Ein Lotusblatt, wo bleibt kein Traktor bleiben, weil es gar nicht so geladen ist, wie wenn es lauter kleine Picken hat und den Traktor durch keine Anhaftung hat. Und genauso funktioniert als Aura auch. Das heißt, wenn ich mit der Aura befasst, und da will ich sie vorstellen, da geht ein bisschen an den Dingen ran, dass das nicht einfach so puff wie ein E-Runde ist, aber guckt, ob da nicht Bewegung dran ist. Weil auch die Leute, die ich kenne, ich gesehen Aura an der Spierensucht, wo ich wirklich an eine Wand laufen, dass die Leute, die sich carrément Schutz abgesetzt haben, gegen irgendetwas vorbei sind, durch Traumata und so fort und so weiter, und eigentlich recht, wenn die Aura am Anfang flexibel zu gehen und immer in den Fluss zu kommen, da fängt die Leute an, das ist normalerweise verbunden und Balzen sind sich geschafft und dadurch kann die Aura auch flexibel gehen. Der Nachteil und der Geschichte von einer Aura, die so fest ist und die so wie Kokon rundherum ist, es wird viel mehr sehr Riss dran, wo dann Energie dadurch verliert. Also, Aura ist nichts Statisches, Aura ist nichts, was fest ist, es ist etwas, was der Bewegung ist, was lebendig ist, so wie alles am Leben eigentlich ist. Sobald es stagniert, dann haben wir ein Problem. Der wird darüber wenig an den Dingen lesen, ich weiß nicht, ich wirklich just bis aus dem esoterischen Nähkästchen aus meiner Erfahrung heraus. Ein weiterer Punkt, den immer im Abkommen bei der Geschichte ist,
was für man auch, wie ist man auch, was bedeutet das, und so viel und so weiter. Du gehen nicht ganz viel Bücher darüber, die erst Kurven erklären, allerdings wird dabei komplett verpasst, dass sie nicht weiß, dass derjenige, der das Buch schreibt, was von den Schichten von der Aura die Person gesagt. Das heißt, es sind Schichten, die wechseln je nachdem wie ein Drop ist, je nachdem wie gesundheitlich Drop ist, was immer die Aura-Schicht, die ich gesehen, die wechselt nicht. Die wechselt allerdings Helligkeit, die wechselt Konsistenz, die wechselt Größe, die wechselt Flexibilität etc. etc. Aber die wechselt nicht. Und das sind zum Beispiel so Sachen, das ist alles schön gut, dass er im Internet durchliest oder auch ein Buch darüber hat, was die Farbe betrifft. Mir geht immer darunter am Sinn von, dass das, was die Person gesagt. Ein weiterer Punkt, also ganz gut bleibt, die sind extrem daran interessiert, wie kann ich eine Aura sehen. Ich persönlich schon festgestellt, dass das typisch gesehen ein Notteil hat, weil als ganz oft Sachen vorgaukeln. Und das ist viel mehr interessant, als darauf hinzugehen, zu erspüren. Nun geht es zum Beispiel bei den Dingen für eine Aura zu sehen, die absolute Übung, stell dir vor, eine weiße Mauer, und dann guckt er den, und dann irgendwie nicht gesehen, dass eine Aura. Nee, auch wenn die Leute so, dass es das nicht wie, wenn der lang genug auf einen schwarzen Punkt guckt, da wird irgendwie ein weißer Punkt auftauchen. Und geht das als Biologie von RMA, von ihrem Gehirn und rund. Also, das ist darüber, wann es schläft nicht so viel an. Weil Leute mehr so, ich will den Aura gucken, schick mir ein Foto, wo du bei einem weißen Hintergrund sitzt, da sonst mal, spätestens so, und ich bin zweifeln in dem Sinne wirkliche Kapazitäten einer Aura zu sehen. Wenn da aber aufhängt, erst einmal zu befassen, dass in einer Aura erspüren, auf viele kann, dass Distanz keine Rolle spielt, da kann der über ein Foto sozusagen und der Information von dem anderen Sänger Aura undocken, und der muss einfach nicht mit Informationen kommen. Und da wird er merken, das kann sein, dass da ein B-Mal etwas spielt, kann sein, dass da ein Furf sieht, dass da Informationen an der Furf sieht, es kann sein, dass da etwas heiert, der Tisch holt auch da ganz nahe. Ein von den Büchern, wo ich nach Englisch muss wirklich gut fand, das ist die Aura erkennen mit all euren Sinnen vom Rose Tree, was wirklich ein bisschen darüber angeht, dass in eine Aura nicht mehr muss gesehen. Und die Besoin von also Leuten an der Esoterik wirklich darüber hinzugehen, muss in alles gesehen, alles mit den Augen, schränkt Kapazität von den Leuten extrem an. Dafür gebe ich persönlich raten, guck mal für dich herauszufinden, was das wirklich ihren Hauptsinn. Wir sind gezwungen an unserer Gesellschaft, ob da überzugehen. Der beste gesagt, von der Touchscreen, das heißt, früher konnte ich ein SMS schreiben, an dem man einfach Taste gefehlt wird. Heute, wo man ein Touchscreen holen, ironischerweise braucht man nur als für uns darüber können zu orientieren, für überhaupt die richtige Platz zu drücken. Und ganz viele Sachen gehen in die dort Richtung. Und für die ich persönlich raten, eher da unbedingt darüber hinzwängt zu sagen, ich will die unbedingt gesehen, probiert sie mal auch mit den anderen Sender zu empfangen. Ich persönlich muss sagen, das ist eine Erfahrung, dass die Informationen, die ich kriege, über den Feeling, über den Touch eigentlich, wesentlich mehr korrekt sind. Und die bauen sich auch als Spieler auf, ein bisschen wie ein Fledermaus. Und die haben ja zwar just, aber die gesagt über die Ohren. Und genauso ist das heute noch. Der Tisch, dass an der Feeling angehen an Sachen kommen lassen, können genauso gut Bilder kommen wie andere Informationen, wie ein Sound, wie eine Bewegung anzuführen und so weiter. Der Tisch, wenn der Rest mit der Welt befassen, wenn der Rest dafür interessiert, der geht uns so ein bisschen auch rund, wenn ich hat immer ein bisschen am Hand gehabt, dass das, was die Person darunter schreibt, die eigenen Erfahrungen sind und dass der absolut Möglichkeit tut, ganz andere Erfahrungen zu machen, die nicht dran sind. Dazu will ich auch noch 2 Punkte so kurz dazwischen abgreifen. Es sind Leute, die gesehen Aura nicht auf Wurf, mehr auf Grotein. Das ist eine von den Schichten, die auf einem Level schwingt, die nicht mehr auf Wurfen ersichtlich ist. Das heißt auch die sind nicht, dass sie sagen, oh, ich gesehen, ich sehe falsch oder so, absolut nicht. Sie vollkommen richtig in der Weg. Den anderen Tipp, den ich euch mal auf der Weg wann der Kurve gesehen,
befasst der schmatte Chakran. Ganz oft und die Furfen, die der gesieht, an auch die Informationen, die kriegt, als Furf, ich weiß nicht, verplatzt, dass irgendwie wie gesagt, sie knascht also oder so, hat ganz oft etwas mit Informationen von der Chakran zu sehen. Das heißt, das wie wir dann, wenn der sich wirklich damit befasst, so ein Tick weitergehen, weiter die Sache ausbreiten kann. Ich hoffe, dass du ein bisschen etwas mit auf den Weg, auch allein, worüber ihr oppassen könnt, wenn ihr euch weiterhin auch informieren, wo es so mal so Mangtumme sind an ganz vielen Büchern oder an ganz vielen Seiten, für das Ganze ein bisschen zu erweitern, ob die ich will nicht so viel Informationen mit die fehlenden Informationen hinzuweisen, für das der Herr nur auch fand, dass er auf einem anderen Site liest. Ich könnte viel besser ein ganz Bild machen, merken, wo sind Lakune, wo viele Sachen, wo habe ich Platz für meine Erfahrungen da mal dran zu sitzen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich falsch leide an dem Moment. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, wie immer, schreibt mich schon, kontaktiert mich. Ich gehe ganz gerne darüber an. Und ansonsten, wie immer, vielmals merci für die Lauschtern. Ich schenke noch mit einen guten Abend und eine gute Nacht.